Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Leute, diesmal in der zweiten DFB-Pokalrunde 1:4 beim ersten FC Köln. Ja, bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da, ein Däumchen, Kommentar und so weiter. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Ja, zum Spiel. Ich denke, erste Halbzeit haben wir ein richtig schönes Pokalspiel gesehen, mit allem, was dazugehört, mit Stimmung, mit einem Außenseiter, der auf jeden Fall Oberwasser hatte, die erste halbe Stunde. Dann auch verdientermaßen in Führung gegangen ist, wenn man ehrlich ist. Und aber dann mit einer Art und Weise, wie wir geantwortet haben, ja, die einfach den Charakter dieser Mannschaft zeigt. Ja. Und das ist der ganz, ganz große Unterschied zu vergangenen Jahren, würde ich schon fast sagen. Ja. Da hätten wir uns den Schneid abkaufen lassen, wären irgendwie wieder in irgendwelchen Streitigkeiten selber Vorwürfe gemacht innerhalb der Mannschaft, etc., ja, und da gar nicht. Wir haben direkt reagiert, haben den Anschluss gemacht, haben dann gleich innerhalb von 2 Minuten Doppelschlag gemacht. Und ja, da hast du eigentlich schon gesehen, danach war eigentlich nur noch wir am Drücker. Die Kölner waren froh, dass sie in der Halbzeit gekommen sind, haben dann nochmal frischen Mut geschöpft und dann hat man in der 64. den Deckel drauf gemacht. Ja. Bei 2:1 war noch alles drin für Köln, gar keine Frage, hat man auch gesehen, sind nochmal mit gut Elan aus der Halbzeit gekommen. Aber natürlich auch nicht mehr so wie in der ersten Halbzeit. Ich glaube, das war auch kräftezehrend für Köln, so wie sie in der ersten Halbzeit gespielt haben. Aber Chapeau, ja, sehr, sehr starkes Köln. Ich habe es auch nicht so erwartet, dass sie so agieren, wie sie agiert haben. Haben ein bisschen gebraucht so. Am Anfang waren sie doch sehr defensiv, aber dann immer weiter aufgerückt, immer weiter die Pressinglinie und auch die defensive Linie nach vorne verschoben und uns da gerade mit dem 1:1 über den ganzen Platz schon Probleme bereitet. Ja, gerade in der Zentrale teilweise die Spieler rausgenommen und dadurch sind wir auch gar nicht so richtig ins Spiel reingekommen. Ne? Das muss man so sagen. Und dann haben wir unsere Chancen, will ich nicht sagen, diese Halbchancen da von Harry Kane und so weiter, haben wir dann halt auch nicht irgendwie mal richtig gefährlich aufs Tor gekriegt und deswegen ist das Spiel dann so gelaufen, wie es erstmal gelaufen ist. Zweite Halbzeit, ja, spätestens nach dem 3:1 war der Bums durch. So, ja. Da war der Drops gelutscht, wie man so schön sagt. Das hat man auch gesehen an den Kölnern. Ja. Wie gesagt, erste Halbzeit richtig, richtig geiles Spiel. War die mit die interessanteste Halbzeit diese Saison, die ich gesehen habe. Und hat mir super gut gefallen. Chapeau für die Stimmung, Chapeau für die Choreo, auch für die Leistung. Ähm, aber nochmal, aus unserer Sicht, ja, dass wir dagegengehalten haben. Ja, obwohl wir nicht zu 100% im Spiel waren und so weiter. Da hat sich keiner hängen lassen. Und das ist, was mir besonders gut gefallen hat. Ja. Gut, werfen wir einen Blick in die Statistiken. 1:4, Luis Diaz, 36. Kane, 38. Kane, 64. und Ulisse, 72. Ja, Luis Diaz, Abstaubertor, muss da stehen, wo er steht. Ja, ich weiß, mit dem Fahr wäre es wahrscheinlich aberkannt worden, weil er beim Schuss im Abseits stand, wo der Ball abgewehrt wurde, stand er nicht mehr im Abseits, aber ich glaube, das zählt da, wo der Schuss losgeht. Ich mache die Regel nicht, wir machen die Regel nicht. Ich finde es auch komplett Banane, dass das in den ersten 2 DFB-Pokalrunden nicht genutzt wird und dann genutzt wird. Ich weiß warum, weil man sagt, man kann es nicht umsetzen, wenn so viele Amateure drin sind, aber ja, I don't know. Ich glaube, jetzt danach ist Fahr aktiv, oder? Also komplett Banane. Also entweder ziehst du es durch im Wettbewerb und lässt ihn weg oder du machst ihn rein, ja. Aber ich denke, man hat auch bei den Schiris gesehen so, ja, wir lassen mal laufen und dann so: „Ach ja, gibt ja gar keinen Fahr." Ja, auch irgendwie bei den 2 Elfmeterszenen so: „Hä, was?" Also, weiß ich nicht, ob man sich damit 'n Gefallen tut. Ja, ähm, I don't know. Ja, danach Harry Kane war auf jeden Fall kein Abseits und Kane bei der Ecke, ja, der Pavlo hat's dann auch geschickt gemacht, ja.
Hat er den Torwart auf jeden Fall ein bisschen behindert. Ob er ihn da jetzt richtig behindert hat, keine Ahnung. Aus Kölner Sicht mit Sicherheit, aus meiner Sicht, ja, muss sich der Zieler da einfach auch durchsetzen und sich Platz verschaffen. Aber der war ja gefühlt, stand da auch da und hat gewartet, was so passiert. Also, ja. Und dann das vierte von Ulisse, ähm, ja, hat er sich selber erarbeitet, das Ding. Und ich finde es grandios, dass er den Laufweg gemacht hat, um dann genau da den Ball zu kriegen und das Tor selber zu machen. Ne, Hut ab. Gut, Ballbesitz 60-40 für uns, Abseits 1-2, Fouls 12-14, Zweikampfquote 50-50, Schüsse aufs Tor 7-9, Schüsse insgesamt 13-16, Ecken 6-5, angekommener Pässe 249 zu 448, Flanken 8-3. Schüsse insgesamt, Harry Kane 5, Diaz 4, Ulisse 3, Torschussvorlagen, Kimmich eine, Diaz eine. Gewonnene Zweikämpfe, Upamecano 8, Tah 7, Conny Leimer 5. Ballkontakte 79 Kimmich, 78 Upa, 72 Pavlo. Na, wenn man das mal mit so anderen Spielen vergleicht, sieht man schon, dass wir ja heute nicht ganz so viele Ballkontakte in den Räumen hatten, wie wir sie sonst haben. Gut, damit gehen wir auch schon rein in die Benotung und starten wie immer mit Winnie. Aufstellungsmäßig, ja, 1:1 die Aufstellung, wie ich sie aufgestellt habe, außer dass ich Conny Leimer und Stanley getauscht hatte. Ansonsten war es 1:1. Ich fand es völlig richtig, mit dieser Anfangsformation anzufangen. Ich fand die Wechsel mal wieder zu spät, sage ich euch ganz ehrlich. Ich halte auch nichts von diesen Wechseln irgendwie, wann war es? 85., 86., 88. Was soll das? Kindergarten, Alter. Kannst du dir schenken, ja. Katastrophe, weiß ich nicht. Bin ich kein Freund von. Ich denke, nach dem 3:1 war der Drops gelutscht. Ja, klar, I don't know. Hättest du vielleicht noch bis zur 70. gewartet, so um zu gucken, bäumt sich da doch noch mal was auf, aber ich denke, man hat das gesehen. Das war natürlich dann auch ein Qualitätsabfall bei Köln, nachdem die Auswechslungen, gemacht haben. Keine Ahnung, da hätte man direkt mal im Hinblick auf die kommenden Spiele ruhig wechseln können, ne? Obwohl ich jetzt aber auch nicht, andererseits muss man auch sagen, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, ähm, dass da irgendwer auf dem Platz war, wo man gesagt hätte: der ist aber am Limit.“ So, ja? Also, man hat schon das Gefühl gehabt, so: „Jo, die sind noch alle gut im Saft.“ Von daher, aber ja, ich hätte auf jeden Fall ein bisschen eher gewechselt. Ich finde gerade diese 88. Minute Dinger finde ich nicht gut. Von daher gibt es eine 2,5 von meiner Seite, eine halbe Note Abzug für die späten Wechsel. Kommen wir zum Urbich. Jonas Urbich hat es für mich, ja, wir müssen halt mal sehen, unter welchen Umständen er da ist, ne? Natürlich, alte Heimat. Ähm, komplett ruhig, komplett abgeklärt. Beim Gegentor konnte er gar nichts machen. Davor einmal sehr, sehr stark das erste Ding sehr, sehr stark gehalten. Dann bei dem Ding auf der kurzen Ecke auch zur Sicherheit dahingegangen, völlig richtig. Ja, diese eine Aktion sah ein bisschen schwierig aus, ja. Weiß ich nicht, ob dem so geplant war, aber da ist auch nichts raus passiert, hat er direkt gehabt, den Ball. Und fußballerisch, wie gesagt, sehe ich ihn vor Manuel Neuer, ne? Also, da gibt es gar nichts zu meckern und von daher von meiner Seite heute Note 2. Gut, machen wir eben die Aufstellung auf, aber gut, das ist eh unsere Standardaufstellung, die sollte man im Kopf haben. Angefangen mit Conny Leimer. Ja, Conny Leimer hat man gesehen, ähm, über die 90 Minuten heute vielleicht nicht so auffällig wie die letzten Spiele, aber ja, grandios der Lauf, der dann zum Tor führte. Mentalitätsmonster hat man gesehen, einer, der dagegen hält, der pusht. Ähm, super wichtig heute, dass er auf dem Feld war, denke ich, weil wir schon mal so die Probleme haben, dann in so eine Lethargie zu verfallen, wenn 'n Gegner so fickrig ist und so weiter. Von daher von meiner Seite eine 2,5. Ich mache mal eine 2,5. Gut, Opa sehe ich genauso. Ja, Opa hat ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht, hat allerdings beim Gegentor nicht gut ausgesehen, danach bei einer Kopfballszene auch nicht. Ja, da war er nicht gut heute im Luftkampf. Ansonsten hat er ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Ähm, auch viel versucht, die Bälle scharf zu machen, mal das Spiel schnell zu machen, das Spiel mal einzuleiten.
Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da war er viel, viel aktiver wie Jonathan Tah. Ja, und ansonsten am Boden hat er auch alles weggearbeitet. Wie gesagt, im Luftzweikampf war es heute ein bisschen ausbaufähig, denke ich. Ansonsten war es ein sehr, sehr starkes Spiel von Opa. Ja, Jonathan Tah hat man ein bisschen weniger wahrgenommen. Ja, hat ein bisschen ruhigere Seite gehabt, gefühlt. War auch nicht so im Spielaufbau. Ja, seine Querbälle bei Weiterleiten und so weiter, alles gut, ja. Das ist aber auch Standardgetue bei uns beim Innenverteidiger. Aber ansonsten hat er sich auch nicht zu Schulden kommen lassen. Von daher von meiner Seite Note 3. Gut, dann sind wir bei Stani angekommen. Stani hat mir gut gefallen auch, muss ich sagen. Ja, hat ein bisschen gebraucht, wobei er am Anfang auch schon gut drin war, aber hat dann mal so 10 Minuten ein bisschen gebraucht. Aber danach war es wirklich gut, ja. Auch bei dem Tor hat er den Schuss gemacht. Ja, da kannst du es überstreiten, ob der Schuss so gut war, aber hat immerhin dann der Abpraller wurde reingemacht, also war er jetzt nicht so schlecht. Ansonsten hat er auch ein, 2 gute Bälle gespielt, ist immer wieder in die Tiefe gegangen, hat leider da nicht so oft den Ball gekriegt, weil wir es eher so auf Sicherheit dann teilweise gespielt haben. Aber das war sehr ordentlich. Das war eine gute Leistung. Ich setze ihn mal auf eine 3, könnte auch so eine 2,75 sagen. Ich glaube, das war ein guter erster Schritt, wieder zurück in die Spur zu kommen heute. Das war ein ordentlicher Einsatz von Stani. Gut, dann fangen wir in der Mitte mit Kimmich an, mit dem König. Kimmich kriegt von mir heute eine glatte 2. Ich habe Kimmich heute sehr gut gesehen. Sehr, sehr gut. Ja, auch wenn er natürlich wie die gesamte Mannschaft zur ersten Halbzeit ein paar arge Probleme hatte, weil Kimmich diese Probleme einfach auch hat, wenn man ihn einen auf die Füße stellt. Aber dafür, dass er dann jemanden auf der Füße auf stehen hatte, hat das wirklich gut gemacht teilweise. Ja, hat sich den immer wieder entzogen, hat auch mal eine Drehung gemacht und so weiter. Hat das Spiel geprägt. Ja, das war heute das Auffällige und zwar über 90 Minuten. Nicht irgendwie mal wieder eine Viertelstunde abgetaucht oder sowas. Ja, jetzt vielleicht nicht so stark geprägt, so indem man sagt, er war jetzt super vorne drin offensiv. Hat vielleicht eine etwas tiefere Posi gespielt, bedingt auch dadurch, dass Köln es in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht hat. Aber Kimmich hat heute das Spiel geleitet, ne, auf unserer Seite und das hat mir sehr gut gefallen. Auch in der Rückwärtsbewegung habe ich nichts gesehen, hat in der richtigen Situation einfach auch mal den taktischen Rempler gemacht, ja, und nicht irgendwie so ein, keine Ahnung, sich einfach überlaufen lassen oder sonst was. Das war heute alles nicht. Ja, das war eine sehr, sehr ordentliche Leistung und von daher gibt es von meiner Seite die Note 2 für Josh. Ja, dann kommen wir zu Pavlo. Ja, Pavlo sehe ich ein bisschen kritischer, den sehe ich heute bei einer 3,5, aber auch nur bedingt, weil er in der zweiten Halbzeit einigermaßen ordentlich war. Erste Halbzeit war das über weite Strecken gar nichts. Ja, hat Riesenprobleme gehabt mit der Spielweise, glaube ich, von Köln. Ähm, hat nicht wirklich richtig ein Spiel gefunden. Das war nicht gut. Ja, und von daher denke ich, ist er mit einer 3,5 noch gut bedient. Liegt einfach daran, dass er in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen auffälliger war und es dann auch noch dann auch noch ordentlich gemacht hat, wo eine Posi nach vorne gerückt ist. Ähm, weiß ich nicht, scheint unser neuer Move zu sein, so oder dann auf der 10er-Posi eher nochmal einen etwas defensiveren zu haben. Ja, mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Aber ja, ich denke, Pavlo ist auf einem guten Weg, aber ich glaube, Pavlo hätte heute einfach auch mal eine Pause gut getan, ne? Das war einer der wenigen Spieler, wo man so das Gefühl hatte: „Boah, Junge, ist gerade ein bisschen viel für dich", ne? Also, weiß ich nicht, ich glaube, da hätte man ihm mehr Gefallen getan, wenn man ihn heute mal draußen gelassen hätte. Und vielleicht einfach mal 'n Bischof da reingestellt hätte. Aber der Erfolg gibt dem Coach recht und damit ist das Thema durch. Gut, gehen wir in der Posi weiter nach vorne. Der nächste, der ein bisschen abgefallen ist heute, ähm aber dafür, dass er Serge Gnabry heißt, war es immer noch eine Leistung, die okay war, wenn wir ihn mal an seinen Leistungen messen. Aber auch da sehe ich die 3,5, ja, ähnlich wie bei Pavlo. Ähm, ja, Gnabry nähert sich wieder seiner Standardform. Anders kann ich es einfach nicht ausdrücken. Ja, das ist der Serge, so den wir kennen.
Ja, jetzt nicht von der Einstellung, die war auch heute top, hat geackert, gerackert, gemacht, getan, aber er hat nicht wirklich stattgefunden, ja. Wenn da 'n Gegner ist, wo er 'n Gegenspieler hat, der aggressiv ist, ja, also wenn er sich nach außen fallen hat, war gar nicht mehr zu sehen. In der Mitte ein, zweimal, ja, so 'n bisschen, ja, keine Ahnung, das sind keine Argumente für Vertragsverlängerung. So, sage ich euch, wie es ist, ja. Aber Serge war ja auch wieder raus und wir kennen's ja, dann ist es ja wieder alle 3 Wochen ist er erst mal 2 Wochen raus und ja, keine Ahnung. Ich denke, 'ne 3,5 ist 'ne faire Geschichte und die hat er gekriegt. Gut, kommen wir zu dem auffälligsten Spieler in der Offensive. Das war ganz klar Luis Diaz heute und das werde ich auch in der Note bemerkbar machen. Und zwar kriegt er von mir 'ne 1,5. Warum kriegt er die 1,5? Ähm, die 0,5 ziehe ich ab für die Riesenchance, die er hat liegen lassen. Ihr braucht bei mir nicht mit dieser Diskussion anfangen, ja: „Oh ja, das ist wie kann man so 'ne Chance liegen lassen und das häuft sich ja“ und Leute, Luis Diaz hat heute 'n Tor gemacht und eins vorbereitet. Ja, und der hat das wichtige 1:1 gemacht, ja. Und ansonsten guckt euch mal an, was 'n Luis Diaz auf dem Feld geackert hat, ja, und wie viele offensive Aktionen er vorne eingeleitet hat oder direkt vorbereitet hat, die dann nicht unbedingt vielleicht zum Tor geführt haben. Und ganz ehrlich, wenn man sieht, was der ackert und rackert und wenn wir dann, ich weiß nicht, wann war's? 50. rum oder was? Und dann hat er 'n 50 m Sprinter angezogen. Ähm, habt ihr den Rasen gesehen? Ja. Soll alles keine Ausrede sein, er muss den machen so, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, aber seine Spielart ist halt einfach auch kräftezehrend und wie gesagt, bei mir braucht ihr nicht diskutieren. Wenn das 'n Spieler ist, der in einem Spiel 'n Tor macht und 'ne Vorlage macht, dann kann er wegen mir auch mal 'ne hundertprozentige liegen lassen, ne? Punkt. Auch 'n Harry Kane lässt mal 'ne hundertprozentige liegen, auch wenn's sehr selten ist. Da wird da nicht drüber diskutiert. Also, sorry. Ja, in diese ganze Diskussion gehe ich nicht mit ein. Ja, hätte Luis Diaz kein Tor gemacht oder, wäre nicht Teil dieses Offensivspiels, selbst wenn er gar kein Tor gemacht hätte. Ihr müsst mal sehen, was der heute in der Offensive geleistet hat, ja? Und das ist mir immer viel zu wenig. Nimm mal auf der anderen Seite Michael und vergleicht mal, wer mehr Tore geschossen hat, wer mehr Vorlagen gegeben hat. So, über was reden wir, ja? Und man muss halt auch mal, da bin ich bei Kompany, auch mal sehen, dass 'n Luis Diaz sich ja die Dinge auch erarbeitet, ja, so. Der geht die Wege immer, 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 immer wieder, genauso wie es 'n Conny Leimer tut, ja. Das sollte man mal in dieser ganzen Betrachtungsweise nicht vergessen, ja? Das ist mir immer boah, weiß ich nicht. Wir reden über sehr wahrscheinlich den 2. in den Scorer in der Bundesliga oder was? Ich weiß es nicht, oder bei uns im Kader. Und da sagen wir dann der was? Was sind eure Argumente? Also, sorry, das ist 'n Außenbahnstürmer, ja, und das zeigt er in jedem Spiel. Ja. Und dann dann diskutiert man, weil er nur ein Tor macht und eine Vorlage gibt und nicht diese hundertprozentige auch noch reingemacht hat. Und ja. Keine Ahnung, Leute, kommt mal klar, ey. Gut. Der nächste ist Luis Diaz. Ach, Luis Diaz. Ja, der nächste ist Michael Olise. Ähm, ja, hat zum Glück dann sein Tor gemacht, ja. Was sehr stark war, habe ich ja schon eingangs gesagt. Also, an der Außenlinie selber das Ding da eingeleitet und dann hat er den Sprint gezogen und ich fand's so grandios, ähm, wie selbstverständlich 'n Diaz den Ball dann auch da reingelegt hat und Michael ihn einfach eingeschoben hat, ja. Weil auch da, Luis Diaz hätte alles machen können. Hätte aufs Tor schießen können, hätte drauftreten können, das Ding dann reinschlänzen oder den Versuch machen oder sonst was. Aber wenn 'n Spieler von der Mittellinie an dann diesen Sprint auch anzieht, wie es 'n Michael gemacht hat, grandios, dass er den Ball da kriegt und den Ball reinmacht. War super super gutes Tor. Ansonsten hat Olise heute wieder grade erste Halbzeit 'n sehr, sehr schwierigen Stand gehabt, muss man ganz klar sagen. Es ging viel über die linke Seite. Die linke Seite war auch 'n Tacken aktiver gefühlt. Ja, hat seine Bude gemacht und von daher von meiner Seite, jetzt muss ich eben gucken, ob ich die richtige Zahl, ja. Von meiner Seite die 2,5.
Das war aufgrund des Tores auf jeden Fall heute eine Steigerung wieder, ja. Ansonsten war er lange Zeit auf Dreierniveau unterwegs, denke ich. Aber ja, umso länger das Spiel ging, umso stärker wurde er. Lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass die Kölner ein bisschen müder wurden, ne, muss man fairerweise auch sagen. Gut, dann kommen wir zu dem Mann itself, Harry Kane, ja. Heute vielleicht nicht so auffällig in der Spielgestaltung. Heute vielleicht mehr der klarere Neuner, auch wenn er sich in der ersten Halbzeit oft hat fallen lassen, um zu versuchen, sich da ein bisschen zu entziehen. Und der Serge dann da mal versucht hat reinzustoßen, was beim Serge so gar nicht geklappt hat. Ja, hat 2 Tore gemacht, also über was diskutieren wir, ja? Ähm, Ich sehe ihn auch bei einer 1,5 heute. Weil meckern auf hohem Niveau. Wir können auch eine Eins hinschreiben, wer 2 Tore macht, aber wie gesagt, ich fand 'n Luis Diaz heute am auffälligsten und, ich tue mich schwer damit, den Heavy dann heute, weil er 'n Tor mehr gemacht hat, ihn irgendwie 'n Tacken vor 'n Luis hinzustellen. Von daher nehme ich beide auf die 1,5 und gut ist, ne? Gut, dann kommen wir zu der ersten Einwechslung, die wir auf jeden Fall noch benoten können. Alles andere können wir nicht wirklich benoten. Das ist Leon Goretzka. Leon Goretzka hat's überraschenderweise sehr gut gemacht heute. Ja, Chapeau an Leon, hat mir gut gefallen. Endlich mal wieder. Das war sehr, sehr ordentlich. Ähm, ja, tue mich schwer damit, ihn jetzt irgendwie mit 'ner 2,5 zu bewerten, wenn er nur 30 Minuten gespielt hat im Gegensatz zu den anderen. Von daher kriegt er die 3, aber eine gute 3 aus meiner Sicht. Hat sehr, sehr gut gemacht. Hat ein bisschen auch den defensiveren Part gemacht, ja, das Spiel da geordnet, reingegangen, aber war sich eigentlich auch nicht zu schade, mal umzuschalten. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sehr, sehr gut sogar. Ja, ich war ein bisschen skeptisch erst, weil ich mir gedacht habe: was? Warum stellst du dann den Pavlo auf die 10? Dann bring Guerrero, bring Lennart Kahl rein, ja. Aber Leon hinten in der Pose hat's gut gemacht und Pavlo war auch auffälliger, wie er vorher war. Also war das fein. Ja, dann haben wir Lennart Kahl in der 77. Ja, da ging halt auch nicht mehr viel. Sind wir ehrlich? Ja, da war der Bums durch, da stand's schon 4:1, ne, genau. Ja, und da hieß es für uns eigentlich nur noch: „Mach mal ruhig, halt mal den Ball in den eigenen Reihen, alles ist gut. Wir müssen's nicht übertreiben.“ Man hat gesehen, Lennart K. wollte noch, ja, hat auch 1, 2 Ansätze gehabt, eine gute Aktion auch, aber man hat gesehen so: „Ja, komm, Lennart, mach mal ruhig, die Mannschaft will eh nicht mehr.“ Ja, es war dann noch mal 'n kleinen Tacken, besser, nachdem dann, ähm, die Wechsel noch kamen mit 'm Boe für 'n Stunny, der wollte sich noch mal 'n bisschen zeigen, das hat man gesehen. Es war ordentlich, war auffällig. Mit 'n Rafa Guerreiro, dub, 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 da ist er, für Luis Diaz und natürlich mit 'm Jackson, der dann noch kurz vor Schluss für Harry Kane kam. Ja, da hat man dann war's noch mal 'n bisschen, die wollten noch mal 'n bisschen was zeigen vorne. Ähm, ja, war alles ordentlich, was da reinkam, aber natürlich in den 4 Minuten oder 5 Minuten mit der Nachspielzeit schon eingerechnet. Weiß ich nicht. Ich kann mit diesen Wechseln nix anfangen, Leute. Ja, tut mir leid. Also, ich verstehe sie nicht. Ähm, Man stellt sich immer dahin, ich erkläre euch kurz, warum ich's nicht verstehe. Man stellt sich immer dahin als Kompanie in den PKs und erzählt: „Ja, ich habe volles 110% Vertrauen in alle meine Spieler.“ Ähm, Wenn dem so wäre, es steht 3:1, 64. Minute. Ja, let's go, dann kannst du 'n Dreierwechsel raushauen vorne. Ja. Du musst die Statik des Spiels nicht verändern, aber du kannst vorne 'n Dreierwechsel raushauen und die 3 überragenden Offensivspieler, die wir haben, einfach mal 'ne halbe Stunde, schonen. Erst recht bei dem Rasen, bei dem Wetter wäre das mit Sicherheit nicht verkehrt gewesen. Ja, und du hättest einfach durchwechseln können, hättest Guerrero reinbringen können, hättest 'n Lennart Kahl reinbringen können, hättest 'n Nicolas Jackson reinbringen können und dann wäre gut gewesen, ne? Warum man das nicht getan hat, I don't know, weiß ich nicht. Noch mal auf der anderen Seite, ja, die wirken jetzt alle nicht irgendwie todmüde. 'N Olise hat doch erst mal 'n Kopf geschüttelt, nachdem er seine Nummer gesehen hat, dass er runtergehen soll. Weiß ich nicht.
Können wir vielleicht nach dem Leverkusen-Spiel sagen oder nach dem Paris-Spiel, was folgt, ja, oder dem Unionsspiel, so. Aber ich denke mal jetzt das Leverkusen-Spiel, wenn du da dann siehst, so: „Oh, die Spieler sind sehr müde", dann kann man darüber mit Sicherheit diskutieren, ja? Wobei ich ehrlich sagen muss, ich gehe gegen Leverkusen echt von 'ner kleinen Rotation aus. Sage ich euch, wie es ist. Aber mal abwarten. Das geht jetzt schon in die nächsten Videos rein. Von daher, Leute, das ist meine Meinung. Noch mal Chapeau an Köln. Erste Halbzeit war, glaube ich, das Stärkste, was ich bisher gegen uns gesehen habe in dieser Saison. Das war sehr, sehr gut. Und es war ein richtiger Pokalfight in der ersten Halbzeit, muss man ganz klar sagen. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde!